Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem kleinen neuen Battlefield 3 Video. Heute geht es mal um die ganze Zusammenfassung. Letztes Mal ging es ja um die Kickstarter-Projekte, wie zum Beispiel Ouya, der Gamerstick, der Nvidia Handheld, der Nvidia Shield einfach, der Controller, das Gamepad mit dem Bildschirm einfach. Das könnt ihr mal anschauen, wenn ihr wollt. Wenn es noch nicht gesehen wurde, dann, ja, schaut's an oder nicht. Weiß ich nicht, ob ihr gerade Lust habt. Und heute geht es mal um die ganze Zusammenfassung, was uns die nächsten Konsolen hoffentlich bringen oder anscheinend bringen werden. Also ich habe ja schon über die meisten Konsolen gesprochen jetzt und dabei muss ich schon ziemlich zittern, erschaudern, weil es doch ein bisschen komisch ausschaut. Also wir haben eigentlich bei jeder Konsole einen richtig großen Nachteil gefunden. Ich darf nochmal erwähnen, die PlayStation 2 wurde eingestellt zu produzieren 2013 oder, ja, 2013. Also lief die Konsole 13 Jahre. Das war eine geile Zeit, ja, da gab es keine Probleme mit irgendwas. Jetzt schaut es anders aus, PlayStation 3, ja, geht schon, ne, Xbox, ja, gut, geht schon. Aber die nächsten Konsolen, also die werden einiges verändern in der Gaming-Community. Es ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, was man wirklich wählt, weil man hat ja nichts in der Hand. Wir haben Nachteile von, ja, Sony, die PlayStation 4 hat ja das tolle Ding, ja, ich habe jetzt ein Modul drin, wo ich dir verbiete, dass du ein Spiel da rein steckst und spielst, wo du gekauft hast. Ja, weil das schon in einer anderen PlayStation drin war. Ah, geile, ja, Idee eigentlich. Also Sony will auf jeden Fall den Titelhandel unterbieten. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut oder negativ, also positiv oder negativ ist für Sony. Die Aktion mit dem Patent haben sie angemeldet. Ja, der ist gerade runtergesprungen, habe ich gehört. Ja, es schaut sehr negativ aus. Sony hat das wirklich gemacht jetzt ist es sicher. Ob sie das einbauen? Ich denke ja, ich hoffe nein. Das wäre, fatal. Also wenn sich der Spielepreis nicht ändert, nach unten hingehend, dann werden auf jeden Fall viel weniger, denke ich, PlayStation-Spiele kaufen. Weil man weiß ja nicht, ist das Spiel gut? Lohnt sich das für 60, 70 Euro? Ich würde wirklich mir jedes Spiel kaufen und ausprobieren und auch mit dem Modul leben können, wenn ein PlayStation 3 Spiel, sagen wir mal, 30 Euro kostet. Ja, 40 wird schon knapp, aber geht noch, ja. Ich habe dann die Möglichkeit, ja, das Spiel einfach zu genießen, wenn es gut ist. Wenn es schlecht ist, denke ich mir, ja gut, 30 Euro kannst du verschmerzen. Ja, ist nicht schlimm, ja. 40 Euro ist schon ein bisschen kräftiger, wenn ein Spiel wirklich richtig scheiße ist und du kannst es wirklich gar nicht brauchen. Was mache ich mit so einem Spiel? Ich hab's bloß im Schrank drum liegen, also scheiße, ich könnte gleich das Geld essen, ja, das wäre das Gleiche. Also sehr negativ die ganze Sache, wenn die Spielepreise bleiben. Wenn sie sinken, wie gerade schon gesagt, dann ist es, finde ich, ja, ist okay. So 30 Euro für ein Spiel, aber auch am PC, das müsste sich alles anpassen irgendwie. Es kostet, ach ja, genau, halt's Maul. Ich finde die Spiele schon teuer, Etzehai. Wenn man jetzt mal sagt, für so ein blödes Spiel, wo mir 5 Stunden Spaß macht, ja, zum Beispiel, bestes Beispiel, Homefront Singleplayer-Kampagne, 2 Stunden habe ich es durchgespielt und dafür 50 Euro auf den Konsolen noch mehr, ja, geht's noch, hey, ja, genau, nee, also sowas ist ja echt mal, das geht ja mal gar nicht, ja. Dann haben wir die Xbox, die neue Xbox-Generation wird wahrscheinlich, entweder könnte es so sein, dass die neue Xbox, ich vermute jetzt bloß mal, dass die neue Xbox wirklich eine Kinect eingebaut hat schon, was nicht schlecht wäre, man spart sich den Neukaufpreis, aber dann wirklich verheerend wäre, wenn Microsoft ihren Plan umsetzt, dass die Kinect überwachen soll. Die Kinect wird überwachen, wie viele Spieler im Raum sind, wie alt man ist, also auf Gesichtserkennung ist das alles basiert, wie alt man ist, ob man das Spiel spielen darf, den Film sehen darf,
Dann auch noch sehr schön die Filmbegrenzungszahl. Wenn ich einen Film anschaue und es sind gerade 5 Leute im Zimmer, könnte es sein, dass der Film nicht abgespielt wird. Ich muss mir erst eine Lizenz dafür kaufen, dass ich diesen Film mit so vielen Leuten schauen darf. Ja, es ist jetzt so, zum Beispiel, wir schauen gerade einen Film an, ich weiß nicht, irgendeinen guten Film, ja, Machete zum Beispiel. Es ist gerade richtig spannend. Machete ist am Schnetzeln. Wir sind zu viert im Raum. Dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, mein Nachbar rein und sagt, mein Auto steht vor seiner Garage. Und dann sagt der Film, es sind zu viele Leute hier, der Film wird verbrannt und zerstört, kaufe den Film nochmal und dann noch eine Lizenz, dass du den Film überhaupt mit so vielen Leuten anschauen darfst. Ist ja logisch, ne? Also, ja, ich könnte ja dann in meinem Wohnzimmer irgendwie 50 Leute einladen, dass die den Film sehen bei mir ganz bequem in 3D. Ich habe einen 3D-Fernseher, angeb, und dann könnte ich da Leute wirklich einladen, dass die einen Film anschauen hier. Dann sitzen in meinem Zimmer so 100 Leute, ja, gut, ich habe 100 3D-Brillen und die schauen dann ganz bequem den Film an, ja. Könnte man sagen, dass es dann logisch wäre, dass man dann eine Beschränkungszahl einbauen sollte. Kinect schaut, oh, 100 Leute? Nein, hey, du musst für 1000 Euro eine Lizenz kaufen, du dummes Arschloch, ja. So wird es wahrscheinlich, könnte es sein, wenn es wirklich so wird, ja. Oh, stirb, stirb, stirb. Also, wenn das wirklich so wird, dann muss ich mir wirklich genau überlegen, was ich mir kaufe davon. Ich habe jetzt gerade beide Konsolen, ich habe eine Playstation, eine Xbox, bin mit beiden zufrieden. Ja, es gibt kein verblödetes Copyright oder Schutzmechanismus-Ding. Es ist alles gut eigentlich, wie es gerade ist, ja. Alles okay, aber mit so einem Zeug, was die jetzt da einbauen wollen, da bin ich echt nicht einverstanden, ne? Und das würde ich echt nicht unterstützen. Also, egal was kommen mag, ja, mir scheißegal, was die neuen Konsolen können, wenn sie so einen Scheißdreck drin haben, wo wirklich den Spielspaß rauben, wo jeder erst 18 sein muss, dass man Battlefield 3 spielen darf, das ist schon wirklich ziemlich krass. Also niemand, ich meine, die meisten Leute, die Battlefield 3 spielen, sind nicht 18, also das kann mir ja keiner weismachen, hey, oder alle Spiele eigentlich, ja, scheiß auf Alterskontrolle eigentlich. Da gehen die Kinder mit den Eltern einkaufen und sagen, ich will das Spiel, das ist ab 18. Ja, ich weiß, okay, hier hast du es, ja, so ist es doch, meine Fresse. Also, das ist ja nicht so, Gottes Willen, ja. Der mit Alterskontrolle anfangen hier, Microsoft, der große Vorreiter, ja, die werden sich schöne Feinde machen, hey. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber ja, vielleicht wollten sie keine Kunden mehr haben. Genau wie Sony, also das mit Sony, das ist ja echt noch heftiger als Microsoft, finde ich, hey. Dann die Kickstarter-Projekte, ich meine jetzt zum Beispiel, wie schon angesprochen, ja, Selbstmord, wunderbar, wie angesprochen, ja, Nvidia Game Shield, den Gamepad mit dem Fernseher, mit dem kleinen oben drauf, brauche ich mal überhaupt nicht. Wenn ich zocken will bequem, dann schließe ich meinen Xbox-Controller an und zock auf meinem großen 46 Zoll Flachbildfernseher. Ja, ist doch viel bequemer als so ein 5 Zoll Ding, wo es gar nichts erkennst. Und der Fernseher hat auch bloß, also der 5 Zoll Fernseher, hat auch nur eine 720p Auflösung. Ja gut, reicht für so ein kleines Ding, aber ist halt scheiße, ne? Dann, ja, die anderen Konsolen einfach, wie schon gesagt letztes Mal, der Ouya, der reizt mich nicht wirklich, weil ich will einfach gute Spiele zocken, die wirklich Leistung bringen, die gut ausschauen und so weiter, die lange dauern, und ich will keine Android-Spiele auf so einem Ding spielen. Ich weiß nicht, was man mit dem Ouya zocken kann, deswegen, ja, alles einfach so gesagt jetzt. Dann der Game Stick ist auch, finde ich, nichts für mich. Ja, ich weiß es nicht. Und es gab, glaube ich, noch irgend so ein kleines... Ja, es gab noch die Steambox. Ich habe Steam auf dem PC. Also warum sollte ich mir eine Steambox kaufen? Ja, wenn ich Steam-Spiele am Fernseher spielen will, dann schließe ich sie an. Auch ganz einfach eigentlich. Schön. Und das war's eigentlich. Also es schaut so aus, als ob die Konsolen, die jetzt kommen, alle Nachteile haben und deswegen... Ja, ist kein Kaufgrund für mich in Sicht.
weil es halt wirklich nicht schön ausschaut, sowas. Ich will nicht überwacht werden. Ich will meine Spiele irgendwo ausleihen können und dann probieren, dass ich sehe, ob das Spiel gut ist oder nicht, ja. Also wo sind wir denn da in welchen Kontrollzwang geraten heutzutage, hey? Jedes Ding ist so, Microsoft ist so, Sony ist so, was ist denn das geworden, hey? Gibt's doch nicht, oder? Also das finde ich mal schon scheiße, hey. Überwachung hoch 1000. Das Spiel wurde einmal gespielt, du darfst es nicht spielen, kauf eine neue Lizenz, wenn dann 5 Leute oder mehr in deinem Raum sind. Ja, so ist es doch gerade. Also, so schaut's gerade aus, wie es werden sollte im Next-Gen-Bereich. Ich bin damit mehr als unzufrieden. Ich bin auch mit den ganzen Dingen unzufrieden. Ja, ich weiß ich, also ich werde sie mir nicht kaufen. Steambox und sowas, weil ich es halt einfach wirklich nicht brauche. Und wenn ich was nicht brauche, dann ist es uninteressant. Ich schaue es mir an, ob es gut sein könnte. Es ist scheiße, es ist für mich uninteressant, deswegen weg. Also, ich will das mal nicht kaufen. Wenn man es mir schenkt, geschenkt nehme ich, ist ja kein Ding, ja. Aber so, ich sehe ja nicht ein, warum ich Geld zahlen sollte, jetzt für den Nvidia Shield, dass ich Geld zahlen sollte, dass ich ein Spiel, das ich auf einem riesigen Fernseher spielen könnte, erlaubt oder einfach das Ding habe, dass ich das auf einem 5 Zoll Bildschirm spiele mit einem Controller, wo ich auch so spielen könnte und wo wahrscheinlich 100 Euro kostet oder 90 oder 70 Euro. Was will ich denn mit sowas, hey? Da kaufe ich mir lieber ein Spiel, wo mir keinen Spaß macht für die PS4 und bin dann zufrieden. Leg dann einen Film ein in die Xbox, wird dann ermahnt, weil in meinem Zimmer, weiß ich nicht, ja, ein Stuhl ist, der ausschaut wie ein Mensch und dann ist der erst 16, dann kann der Stuhl das Film nicht anschauen, den Film nicht anschauen und dann da muss ich mein ganzes Zimmer ausräumen. Also wahrscheinlich wird es so sein, ja. Also die enttäuscht mich schon mal. Ja, gute Grafik, scheiß drauf auf gute Grafik, wenn die Spiele scheiße sind, wenn sie keinen Spaß machen und wenn sie mir, ne? Den kenne ich, den SK Mitch, ja, den kenne ich, servus. Und das war's für heute von meinem kleinen Ausblick, welche Konsole ich mir kaufen werde. Also wenn die wirklich kommen, dann kaufe ich mir keine, ja, dann bleibe ich bei meinem guten PC, PS3, Xbox 360. PS2, PS1, Atari, Nintendo 64, Gamecube, die Wii kaufe ich nicht, die Wii U auch nicht. Ja, genau, das ist meine Ansicht davon. Schreibt mir eure Ansichten, welche Konsolen ihr euch kaufen werdet und vielleicht auch sogar warum, wenn es kurz oder knapp ist oder wenn ihr mir schreiben wollt, dann auch gerne mehr. Schreibt's in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann, bleibt so schön und tschüss.